Hauchdünn sind die Flaschen aus Porzellan. Beim Aufbau der Rauminstallation im alten Rathaus in Bamberg geht Christiane Töwe behutsam vor. Viele der Flaschen sind mit akustischen Sensoren ausgestattet, reagieren auf die verschiedenen Frequenzen ihrer Umgebung. So erweckt die Künstlerin ihre 100 Whispering Bottles, ihre flüsternden Flaschen, zum Leuchten. Genau, ich mache mal gerade den Klatschtest, ob das ist gut. Nee, lass an, bitte. Wir sehen nur, aha, die sind aktiv, aber auch nicht alle. Es gibt auch welche, da könnte ich jetzt ganz laut singen oder klatschen und reagieren nicht. Und auch das ist im richtigen Leben so. Es gibt immer, also ich sage jetzt mal Flaschen, die nicht reagieren. Wie dünn ihr Porzellan ist, zeigt sich am Projekt Memories. 1000 hochgebrannte Toilettenpapierrollen. Die Pappe hat sich beim Brennen verflüchtigt. Aus dem einstigen Wegwerfartikel ist jetzt ein Sinnbild für verblassende Erinnerungen geworden. Am Schluss bleiben oft nur Bruchstücke übrig. In ihrem Atelier lagert Christiane Töwe das flüssige Material in der Tonne. Ja, ich liebe das tatsächlich. Das ist so wie Sahne, Sahne-ähnliche Konsistenz, aber hat so was ganz Weiches dabei. Christiane Töwe ist ausgebildete Keramikmeisterin. Als Künstlerin erschafft sie Leuchtobjekte und Rauminstallationen und spielt dabei mit der Lichtdurchlässigkeit des zarten Porzellans. Ich brauche so wenig Material, um diesen 1 Millimeter Wandstärke herzustellen. Das ist einfach sehr nachhaltig. Also ich verschwende nichts. Das finde ich schon für mich zumindest wichtig, weil ich weiß, dass auch die Ursprungslagerstätte in Jingdezhen, wo das Porzellan vor 5000 Jahren entwickelt wurde, dieser Berg, der ist jetzt schon leer. Christiane Töwe ist in Norddeutschland geboren. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Berlin ließ sie sich vor 25 Jahren in Bamberg nieder. Hier hat sie Wurzeln geschlagen. Fernweh kennt sie trotzdem. Nach China, dem Mutterland des Porzellans. 4-mal war sie schon dort, hat Workshops besucht und eigene Ausstellungen organisiert. Das Schlüsselerlebnis für ihren Werdegang als Künstlerin hatte sie vor 30 Jahren, als man ihr in China eine hauchdünne Schale in die Hände legte. Das hat mich so fasziniert. Als ich da nach Hause kam, habe ich mich sofort drüber gemacht, selber so eine Masse zu entwickeln. Heute beherrscht sie den Umgang mit Porzellan in Perfektion. In China schätzt man ihre Kunst, auch wegen der Gesellschaftskritik, die in ihren Rauminstallationen steckt. Die blinkenden Brüste sind schon 20 Jahre alt und immer noch spannend. Rundrum wird ein Spruchband kommen, große Buchstaben, Don't touch me, not yet. Das heißt, eine Aufforderung, nicht anzufassen. Aber was passiert ist, dass eigentlich alle anfassen. Das reizt, dieses Blinken, das lockt. Und die Überraschung ist dann aber, wenn man anfasst, die Brüste sind warm. Also das, wenn man nicht erwartet, dann zuckt man erst mal zurück. Porzellan hat seine Wertigkeit verloren, sagt Christiane Töwe. Geschirr wird zu Schleuderpreisen verramscht und auch wieder schnell weggeschmissen. Dagegen möchte die Künstlerin mit ihren Leuchtobjekten ein Zeichen setzen und dem Material etwas von seiner ursprünglichen Besonderheit zurückgeben.